Wo weit wie dort wat wir haben, ist wirklich so. Oder wo weit wie dort wat wir haben, ist echt. Ein Ding, was mich interessiert, ist mit een eeuw, mich in der Hand eeuw. En een paar Jahre terug, dann war ich in Bolivia, und ich fand dort meest funnig, wo sie den de Schacheren Rolex. En Rolex-Uhren, das sind von der ersten Sorte Uhren, eine Watch, sagen wir auf Englisch. En zij verkaufen door Rolex watches voor ons wordt dat zijn, bij 17 bis 20 $. Jede Person, wat de schacheren deiden, die wissen dat wir nicht echte Rolexen. Ich wist dat wir nicht eine echte Rolex. Wegen eine Rolex, wat echt ist, wat gemerkt wordt in Zwitserland, der ist bei $10.000 bis $100.000. Das sei jeder Watch. Und das ist nicht dort, wenn ich würde mich deutlich merken, dass das eine Rolex Watch ist, wirklich eine echte Rolex Watch, dass das dann eine echte Rolex Watch worden wird. Oder wenn sie würden mich dort probieren zu verteidigen und mich dort anbilden, dass das eine echte Watch wäre, da würde nur, was sie würden können tun, dass das eine echte Rolex wird worden. So ist es auch mit uns Glauben. So ist es auch mit unserer Lehre. Unsere Frucht wird von uns Leben kommen, das bewiesen, es wie echt sein oder nicht. Sehr wie recht oder sehr wie artig. Wir können sein, von wo von einem Menschen rüberkommen, und wo ein Mensch leben, wo sie stehen mit Gott. Pas in der Trick, dann hat wir das erste Port, und ich habe diese Botschaft genannt, treu und falsche Jünger, Port 2. Wir sagen, wenn wir am rechten Weg sind, dort ist ein schmaler Weg. Dort ist ein Weg, was bewiesen wird, dort wir sind durch den schmalen Port oder den schmalen durchgegangen. Wir tun Jesus Christus nur folgen. Und von der hilft Jesus uns Teken, wo wir können weiten, dort wir auf den schmalen Weg sind. Wieder gehen, da wollen wir noch anfangen mit dem Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir sind dankbar, dass wir können taubkommen, das ist nicht Tag. Und das ist auch letzter Sinn sein, dass der Tag ist nicht bloß hier in das Gebiet, aber der Tag ist, wo arme Christen taubkommen und wo arme Christen sind. Und Gott, ich bete, dass du uns von dir abführen und uns glauben und uns wiesen, wo wir können weiten, dass wir reich sind mit dir. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen. Von der sind wir in Matthäus Kapitel 7. Wir wollen 15 bis 23 durchgehen. So Jesus fängt an und er sagt es dit in der ersten Part von 15. Seid nicht fair für die falschen Propheten. So was ist ein falscher Prophet? Vielleicht soll ich euch fragen, was ist ein Prophet? Ein Prophet ist so einer, was sagt, er redet an Gott sein Salven. So wenn ein Prophet was sagen wird, wird er sagen, dass das ist, was Gott sagt. Ich sage Ihnen, was Gott sagt. Und so ein Prophet ist irgendeiner, was redet an Gott sein Salven. Im Alten Testament, Gott schickt Propheten, um den Menschen dort sein, was er will haben, sie sollen weiten. Und ein Prophet, der redet von, was Gott am offenbart hat, so Gott redet durch den Prophet. Und aber das sind auch bei Propheten, was sagen sie reden an Gott sein Salven, aber das ist nicht wirklich so. So Jesus sagt hier, wir sollen abpassen. Seid ihr fair. Wir sollen uns selbst beschützen. Wir sollen sein, dort wie wir das Wort hat blieben. So wo wir können sein, dort ein Prophet falsch ist. Jesus hilft uns im Porteken. Er sagt, die in Schobskleider noch nicht kommen. Das erste Ding, wo wir wollen sein, ist dort ein falscher Prophet, wird mit Schobskleider kommen. Was Jesus hier sagen wird, ist, dort ist eine Person, die sich so abführen wird, er wird sich so anstellen, dort so loten wird, dort er recht ist. Ein falscher Prophet, der wird niemals alles artig haben. Ein falscher Prophet wird sich anstellen, dort so loten wird, dort er krach so ist als der andere. Und das Beispiel, was Jesus hier brauchen, das ist von Schub. Und
En Lothar wil zijn dat als een wolf wat zich Schopskleider aantrekken deed, zo dat hij manche Schop mank passen deed. En een falsche profeet wordt metgaan met de Schop. Hij wordt zijn wat de Schop wil horen. Zodat hij kan zich manche Schop neerslikken. 2 Timotheus kapitel 4, de 3 vers 6 staat. Willst du wordt eine tijd komen en die gezonde leer niet meer verdrouwen kan. En zij worden zich leerders aanschaffen, die zo leren als en dat gefällt, die en bloos nog de uren titelen. Dat zegt hier, zij de gezonde leer niet meer verdrouwen worden. Wat is een gezonde leer? Een gezonde leer is dat wat stemmen deed met wat in de Bibel is. En we würden dan kunnen zeggen, een kranke leer is zo'n wat afgegaan is, oder niet stemmen deed, maar wat de Bibel leren deed. Dat zegt hier in de laatste deel en van de tijd wat Jezus naar hemel voeren deed, maar de tijd wat Jezus terug wordt komen, we leven in de laatste deel. Er worden leerders zijn wat worden komen en de mensen worden niet meer de gezonde leren willen verdrouwen. En dan worden de falsche profeten komen, wat worden kracht tot zijn wat de mensen willen horen. We moeten de Bibel laten ons zijn wat we zullen geloven. Waar we zullen leven. Ik geloof, hier is het dan wichtig dat we verstaan, waar de Bibel te lezen. Waar de Bibel te verstaan. Dat is niet genoeg dat we bloß de Bibel lezen doen en dan ons duidelijk merken wat we willen haben, de Bibel soll sein. Oder we kunnen niet bloß de Bibel lezen, eine Vers op einmal, en dan proben dat te verdrehen, dat deze Vers meint wat we willen haben, die soll meinen. En dat is ook wichtig dat we niet bloß ons ganzen Glauben bauen an bloß eine Vers. Wenn wir ons Glauben bauen an bloß eine Vers, dann wollen wir in Ferken in falsche Lehre gehen. Wenn wir die ganze Bibel verstehen, dass wir das ganze Bild haben, von was Gott sein wird, so dass wir die Versen, die in der Bibel sind, passen, dass wir die Bibel recht verstehen. Ich glaube, eine Weite um das erklären ist, wenn wir ein Bild abhängen dann an der Wand. Viele von uns, wenn wir sind in uns Haus, wir haben an unserer Wand, wir haben Bilder, die wir abhängen dann, die wir Schmack lassen dann, und bis vielleicht sind es Bilder, die uns helfen denken von unserer Familie. Wir verstehen, wenn wir ein kleines Bild abhängen, dann fällt uns mal ein kleines Nähl. Aber wenn wir ein großes Bild, oder wenn wir sagen, ein großes, schweres Spiel, was vielleicht ein paar Schau breit ist und vielleicht 100 Pfund, dann würden wir nicht bloß ein kleines Nähl brauchen. Wir würden große, schwere, oder starke Schreiben brauchen, dass das schwere Spiel kann verdrehen. So ist es auch mit uns Glaubenslehre. Wir können nicht bloß dort, was wir glauben, nehmen und ein kleiner Vers. Wir müssen, wenn das eine große Glaubenslehre ist zu sein, dann müssen wir sein Wort sein, viele Versen von dem. Zum Beispiel, wenn wir würden fragen, was sagt die Bibel, können wir das weiten, dass wir gerat sind. Dann sollen wir nicht bloß eine Vers lesen, sollen wir das ganze Neue Testament lesen und sagen, was sagt die Bibel. Und das sind über 10 Versen, was uns das wörtlich sein sollen, dass wir können das sicher sein, dass wir gerat sind. Und so ist es mit ordentlich lernen. Und dann, wir müssen sein, wenn ein Prediger reden wird, dass das stimmen wird, mit was die Bibel lernen wird. In der Apostelgeschichte, Kapitel 17, der 11. Vers, haben wir ein Bild von das. Wir sehen dort in Thessalonika, das sagt, die nehmen dort wird ganz wellig ab. Dort wird Paulus sein wird. Und forschen alle Tag in der Schrift, zu sein auf dort, so wir aus sei sehen. Und ich würde fragen, die wird mich horchen down. Die wird zu dieser Tjocke hören down. Da die Bibel in der Segen. Tam sein dort, was ich sein da, ist wirklich so. Da nicht bloß annehmen, das Wort hat, was ich sein da.
Da die Bibel nur sein, so dass die Weiten des, dass das stemmen det mit der Bibel. Ich brauche nicht meine eigenen Gedanken mitzuteilen. Ich will mein Bestes tun, um das erklären, das offenbaren, was Gott all gesagt hat. Das sind nicht meine Lehren, das sind Gottes Lehren, was ich probiere rüberzubringen. Und dann, das sagt, die wollen Menschen taub sammeln, dort sie wollen ernst sein, so ist, was sie wollen hören. Dort stemmen det mit, was sie wollen haben, der Prediger soll sein. Ein von den größten Dingen, was ein falscher Prophet tut, ist, dass sie wollen ein Mensch ihre Ohren kitteln. In Englisch sagt das tickle. Sie wollen, dass sie Fanmerken hören. Sie wollen vielleicht niemals von Sinn reden. Sie wollen vielleicht niemals von den Farsen reden, was schwer sind zu verstehen. Wenn sie wollen bloß das Leichte von reden. Die wollen bloß von das reden von Life und alles das Gute. Die Themen sind sehr wichtig. Aber da muss Port sein von der ganzen Lehre. Dann sagt Jesus wieder, sie kommen in Schobskleider, aber innerlich sind sie Rietenje wild. Wie sein nu wat dem Motiv ist, warum sie kommen mit Schobskleider. Sie sind wild. Wenn was ein Wolf ist, das ist ein Tier, was andere Tiere will abeten. Sie wollen, ein Wolf will einen Schob abeten. So hält sich in den Schobs stehen nähen, schlicken, so dort er kann den Schob eten. Und dort ist ein Ding, was wie von falschen Propheten sein. Sie brücken ihre Lehre, sie brücken ihre Kraft, so dort sie können was nehmen von der Schob. Und ich würde sagen, du sind 3 Dinge besonders, was uns versägen tun. Üschlich, ein falscher Prophet kommt, so dass er kann Geld nehmen von der Schob, was er braucht, zum Anschmieren. Noch ein Ding als Kraft. In Wolf sozusagen, weil sich nanschlecken manche Schob, dort er kann Kraft haben über die Schob. Und das dritte Ding ist, viele falsche Lehrer, die sind versucht, sie wollen Sex haben von ihrer Schob. Das ist vielleicht ein bisschen gesagt, aber dort sind die 3 Dinge, wodurch die Fehler kommen und die Versegnung, was kommen wird, wodurch die will proben, ihre Schob anzuschmieren. Ein Ding, was mich beyond ein Klima nicht ganz recht setzen mit mir ist, wie viele Christen sind attracted nur Predigers, was on TV sind. Und diese Predigers sind vierten sehr reich, sie haben viel Geld. Und sie sind reich geworden durch so was geben dann nur an. Und sie reden meistens bloß, wo ein Mensch kann reich werden, wenn sie würden reich Gott nur folgen. Oder wenn sie würden reich Geld geben, dann würden sie reich werden. Aber die, die reich werden, sind bloß die, die Lehren geben. Und dann wieder sagt Jesus, ihr wollen sein durch ihre Frucht. Ihr sollen die an ihre Frucht kennen. Sagt in der Vers sagt, ihr sollen die an ihre Frucht kennen, worden Weinreben von Hechelstruck oder Fienen von Diesteren geplocken. Grozo tragt ein guter Baum gute Frucht und ein schlechter Baum schlechte Frucht. Ein guter Baum kann nicht schlechte Frucht drehen. Ein schlechter Baum kann nicht gute Frucht drehen. Wenn du was weiten, wann ein Prediger oder ein Lehrer, ein guter Prediger oder ein Lehrer ist oder ein guter Prophet ist, kick an was von der Frucht kommen wird von seinem Gottesdienst.
Das sind Tiden, wo das alle Fan loten dat. Sprüche Kapitel 14, der 12. Vers sagt, viele gefällt zijn Werk sehr, aber am eng führt am der zum Tod. So, wenn in nie Lehrer kommen wird, wir sollen geduldig sein, wir sollen vorsichtig sein. Wir sollen sein, stimmt dort mit was er sein wird. Hier ist das Ding von Lehrer. Wenn ein Lehrer gut ist, so zu sein, lädt alle gut, aber er kommt schlechte Frucht von was er tut oder sei tut, dann ist das ein schlechter Lehrer. Hier meine ich nicht aber, dass wir sollen büderjeweilig kicken für Fehler. Ich meine nicht, dass wir sollen wenn in Prediger oder ein Lehrer ein kleiner Karte, ein kleiner Fehler merken wird, dass wir sein, er ist ganz schlecht. Das ist nicht, was ich sagen darf. Aber wir müssen vorsichtig sein, dass sein Wort von Frucht kommt von einem Lehrer. Jakobus Kapitel 3, der 11. und 12. Vers sagt, Jeft ein Quell, ut ein Loch seitet, und bateret Water tegelijk, kann ein Frienbaum, Oliven oder Weinrank Fien drehen. Gerade so allmählich kann eine solche Quell tegelijk Seite Water geben. Das Fruchtwort von einem guten Lehrer wird kommen, als gute Frucht. Aber der Fruchtwort von einem schlechten Lehrer wird kommen, als schlechte Frucht. Dann sagt Jesus in der 17. Vers, groot so draag ein guter Baum, gute Frucht. So, wo können wir sein? Was von Frucht kommt dann von einem guten Prophet? Ich glaube, der größte Zeichen ist, von einem guten Lehrer, als dort der Frucht, was von seiner Gottesdienst kommen wird, ist, dort Menschen drehen sich nur Jesus. Dort ist der größte Zeichen. Wenn ein Prediger nicht an sich selbst denken wird, er trägt nicht Menschen nur sich selbst, aber er wird Menschen nur Jesus wiesen. Dort ist ein von der größten Zeichen, wenn dann jeder zu sein, dort ein Prediger nicht bloß ein Lehrer ist für sich selbst. Wieder, Menschen wurden abgebaut in ihrer Gemeinschaft mit Jesus. Der Lehrer ist viel doller bedeutet und wo stehen Menschen mit Gott und mit Jesus als Heimat verbunden ist, wo stehen Menschen mit mir. Wieder ein guter Lehrer, ein Fruchtwort von guter Lehrer kommen wird, als dort Menschen wurden gelehrt, wo die Bibel selbst studieren. Der Lehrer will Menschen lernen, dass sie können selbst das Leben lernen. Und wieder, Menschen wurden gelehrt, wo sie können sich verloten und Jesus lieber uns und Lehrer. Ein guter Lehrer, ein guter Prophet, wird nicht ihr nehmen für sich selbst. Er wird nicht sich proben, Menschen taub zu sammeln, dass sie ganz aufhängig sind an Arm oder Ohr. Ein guter Lehrer wird arme Menschen lehren, dass sie sich ganz vertrauen sollten an Jesus Christus. Und ich glaube, noch ein großer Weg, wo wir können sein, dass ein Lehrer gut ist, dass die Frucht ist verbunden mit Leib und Gnade. Besonders wenn Menschen nicht ganz stimmen, was er oder sei tut. Dass sie nicht führt, ut Wort trägt, hasren dann. Aber durch Leib und Gnade, sie proben wieder zu schaffen, so dass sie Menschen helfen, Jesus Christus besser noch folgen. So, das sind vielleicht ein paar Artikel, und wir können jetzt sagen, was von Frucht kommt von einem guten Baum. Vielleicht, wo wir dann eine solche Frauen als, was von Frucht kommt dann von einem schlechten Baum? Was von Frucht kommt von einem falschen Lehrer? Ich würde sagen, das ist vielleicht ein bisschen schwer, noch mal zu sein, führt, ob das ein schlechter Lehrer ist oder nicht. Aber hier sind ein paar Themen. Erstlich, falsche Lehrer sind Ferien bedeutet und bloß eine Lehre. So, was sie sagen, was sie lehren, das ist Ferien bloß und ein Ding. Vielleicht sind sie verbunden an Endtimes, dort wird nach Worten. Das ist das einzige Ding, was sie von lehren dann.
Oder vielleicht haben sie eine Bibelvers, was sie einmal uitrekken doen und sagen, das ist das einzige Ding. Oder vielleicht sind sie sehr bedürft an eine Sorte Sinn. Dort ist vielleicht ein Teken, dort ein Prophet, ein falscher Prophet ist. Zweitens, sie wollen niemals das Tausch tun, dass sie einen Fehler merken tun. Falsche Lieder sind so bedürft an der Kontrolle haben, was sie haben, sie wollen das niemals Tausch tun, dass sie einen Fehler merken tun. Wieder, sie wollen sich nicht, dass sie verantwortlich sind, sie wollen dazu anstehen, dass sie nicht verantwortlich sind für andere. So in falsche Lieder, die wird jeng ansehen, dass andere Port sind von ihrer Leiterschaft. Sie wollen sich nicht unter Leiter sagen, sodass sie in voller Kontrolle haben von dort, was sie tun. Noch eine Frage wird kommentiert werden von falschen Lehrern. Ist dort ein falscher Lehrer, wird leicht doll, oder ein falscher Lehrer hat viel Wort. Sie sind bedürft an, was sie wollen. Und wenn sie dort nicht kriegen, was sie jankern, dann wollen sie jeng an, wurtig und doll. Noch ein Teken ist von einem falschen Lehrer, als Menschen, die ein falscher Lehrer sind, die sind doller bedürft und in ihren Namen ihr bringen, als sie sind an Menschen halten. So, sie tun Menschen halten vielleicht, aber sie tun Menschen sind halten, so dass Menschen kann sein, was von der Götterlehrer sind. Sie wollen Bilder nehmen, nicht wegen sie wollen Menschen halten, und sie wollen Bilder nehmen, so dass Menschen wollen ansehen, dass Gott halten. Ein falscher Lehrer will niemals dort ohne Lehrer Sport sein von seinen Gottesdienst. So soll es sein, dass ein guter Lehrer wird andere halten, dass sie auch leiden kann. Die wollen ein guter Lehrer wird Menschen halten, dass sie kann andere Menschen nach Jesus bringen. Menschen belehren, wo sie auch leiden kann. Aber ein falscher Lehrer, der wird fern, die Kontrolle und Leiterschaft Dollar und Dollar bis für sich nehmen, dass er der Einzige ist. Und hier ist ein Ding, was mich ein bisschen ängstigt. Ein von den Früchten von einem falschen Lehrer ist, dass er den Menschen so leiden, dass er kann Advantage nehmen von ihnen sexually. Und das ist vielleicht klingt amtlich für uns zu sein, aber viele falsche Lehrer, die fallen into sexual sin. Und dann in 19. Vers sagt Jesus dann wieder, er wird die falsche Lehrer richten. 19. Vers sagt, jeder Baum, der nicht gute Frucht trägt, wird aufgehängt an den Vier, aufgehakt in den Vier geschmeten. Jesus weiß, was ein Hort ist. Wir brauchen nicht rechten, wir weiten dort Gott alles weiten dort, Gott ist gerecht und er wird die Rechten, wird nicht zu arm gehören. Wenn das hier so loten dort falsche Lehrer wegkommen und was sie tun, du kämpfst eine Zeit, wo sie wollen vor Gott stehen. Und dann wird Gott mit ihnen tun, was recht und aufrichtig ist. Ich glaube, ein von den großen Vorbildern von das ist von Judas in der Bibel. Ich glaube, Jesus weiß meist von Anfang, was von der Person Judas war. Und doch, Jesus leitet Judas Port sein von was er deed und wo er deinen deed. Und aber ab dem Ende, wenn Judas sich bewiesen hat, wer er wirklich war, dann ging dort klar zu sein, was er gewusst war. So wir haben ein klein gesehen von 15 bis 20, was ein falscher Lehrer ist oder ein falscher Prophet. Nu werden wir ein klein bisschen Karts nehmen, wir werden das Dollar persönlich nehmen. Dort ist es sehr leicht, dort wie eine andere Ticken down. Der Prophet ist falsch, der Prophet ist treu, der Lehrer, der Prediger ist recht, der Prediger oder Lehrer ist artig. Dort ist sehr leicht, dort wie einmal rechten down, was bitte uns ist, leider ist uns unser Segen und sein Wort in uns ist. So Jesus redet von anderen, nu redet er von mir, er redet von du persönlich. Wir gleichen Ferken bloß von anderen zu reden, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir dann uns erinnert hat
unser Segen. Also es kann sein, dass als diese Forschen, die in der Botschaft sind, die sind verbunden mit den Forschen, die reden von den schmalen Weg und dem breiten Weg. Den schmalen Put und dem breiten Put. Der kleine der und der große der. Und jede Person, die auf dem schmalen Weg ist durch den schmalen der gegangen. Und dort Frucht wird bewiesen, dass sie auf dem rechten Weg sind. Dann sagt Jesus in 21, da wollen nicht alle in den Himmelreich kommen, die zu mir, Herr sein. Durch kommen bloß deinen, die durch daunen, was mein Vater im Himmel haben will. Jesus sagt hier, nicht alle die, was sein Herr, wollen in den Himmelreich kommen. Und dann wieder sagt er sagt hier, Herr, was meint er mit dort? Dort ist merklich, dort wir sein alle rechte Dinge. Dort ist merklich, dort wir weiten Wort von der Bibel vertrauen. Aber innerlich sind wir nicht gerat. Innerlich sind wir nicht transformiert. Innerlich sind wir noch Sünder. Und ich weiß, dat het als verken leicht hem zijn van orde en hechelen is. Dat het niet stemmen deed, maar wat een hart is met wat zij zijn. Maar het is wichtig dat we ons in een hart onze zegen doen. Zij wie zonen, wat zijn, we zijn geraad. We doen al de rechte dingen, we zijn al de rechte dingen, maar doch, we zijn niet ware geboren in Jezus Christus. Dat is interessant te zijn, welke veel in de wereld wat kan welke dingen ganz krak no klokken zo te zijn. Er is in veel, ik weet niet krak wo die woont, dat nennt zich de Lyrebird. En dit kan meest de eerste tier no zijn. Die kan meest eerste sound no zijn. En die hebben video's gemerkt van deze Lyrebird. Die kan een hondzeel no doen, een homa no doen. En dan der kann Kamera noch down, alle Sorten Dinge, und das Fehl, die versteht sich, alle Sorten Tiere noch zu down. Aber hier ist das Ding, wenn ein Lyrebird kann in, wer wir sagen, eine Kuh noch down, kriegt das so rüberbringen, dass es eine Kuh hier und dort, das meint nicht, dass der Fehl nicht eine Kuh ist. Wenn dieser Fehl kann eine Hund so kriegt nur sein, das meint nicht, dass der Fehl dann ein Hund so ist. Und so ist es mit uns. Wenn wir sein, wie kann der Kraft nur sein, den Kraft nur down, wo ein Christ ist, aber benötigt sind wir nicht ein Christ, wir sind nicht ein Christ, wenn wir proben, uns als ein Christ abzustellen. Wir sind bloß ein Christ, wenn wir Jesus Christus nur vorher sind, der das wahre Geburt. Wir sind bloß Christen, wenn wir sind durch den schmalen Weg, oder schmaler der gegangen und wir auf dem schmalen Weg sind. Und dann sagt er wieder, nicht bloß Sünder, was sein, sie sind Christen, sind noch mal nicht Christen. 22 sagt, wann jenen Tag worden viel zu mir sein, Herr, habe ich nicht in die Nomen verprophezeit und in die Nomen sollten uitgedreven? En in die Nomen veel gewaltige werken gedaan. Dat zijn niet bloos zo'n wat zijn dat zij Christen zijn. Dat zijn ook zo'n wat doen wat Christen zullen doen. Maar doch niet Christen zijn. We kunnen niet dienen zodat God ons aannemen dat als Christen. We zijn bloos Christen wanneer we durch den schmalen Weg gaan. Dat we bewijst dan dat we durch den schmalen der sind durchgegangen. Und dort wir auf den schmalen Weg sind, der letzte Part von 21 sagt, bloß die, was Gott sein Willen tun, sind Part von des Gottesreich. Und was ist Gott sein Willen? Gott sein Willen ist, dass jede Person, was Jesus Christus annehmen, das Heiland und das Herrn, durch Glauben, nicht willst, sie wird proben, taub zu schaffen, aber dort sei glauben in Gott seine Gnade sagen. 1. Timotheus Kapitel 2, die 4. Vers sagt,
die du haben will, dat alle Menschen sollen geraad worden en de Wahrheit kennenlernen. Dat als Gott zijn willen, dat jede Person Jesus Christus annehmen wird en de ware Geburt kriegen wird durch Jesus Christus. En dan op een schmalen Weg. Gott zijn Verlangen, Gott zijn Willen ist, dat wir uns übergeben doen, dat Gott uns reinigen kann. Dat Hij uns heilig merken wird. Wir sind all ganz reich für Gott wegen, was Jesus auf dem Kreuz hat getan. Aber Gott wird uns reinigen durch die Heilige seine Arbeit in uns. 1. Thessaloniker Kapitel 4, der 3. Vers ist das. Gott sein Willen ist das, dass je heilig leben. Wenn wir auf den schmalen Weg sind, wir sollen heilig leben. Dat meint nicht, dass das durch unsere innere Kraft ist. Das meint, dass wir geben uns haben, nur Jesus, dass wir können am nur feiern und am nur tun. Und dann hier ist wieder eine Vers, dass als Christus mit falschen Propheten wird tun. In 23 sagt er, und dann wo ich sein, ich habe ihn noch nie gekannt. Wach mit ihn, je schlechte. Hier ist das Ding. Eine Person wird all die rechten Dinge sein wird. Eine Person wird all die rechten Dinge tut und doch nicht Jesus angenommen hat. Wird nicht das ewige Leben haben. Was sagt hier? Jesus sagt, ich habe ihn noch nicht gekannt. Ich kann die nicht. Und Jesus kennt bloß Söhne, die wird ewig Leben haben. 2. Korinther Kapitel 13, der 5. und 6. Vers sagt dann, Unge seht selbst, oft je im Glauben stonen. Proef dat zelfs uit. Weet je dat niet zelfs, dat Jesus Christus in je is? Wil zwar nicht, dann habt je gesagt. Ich hoop, je worden zijn, dat wir nicht versagt haben. Wer je hielt nur Jesus, der wird Jesus in Hand haft. So, ich weiß nicht, wo je von dir stehen, wenn ich hier reden darf von uns selbst unser Segen. Ich weiß, mit Männern nicht erst das Fergen und Kampf, dort wir zweifeln dann, wo wir mit Gott stehen. Ich will haben, dass wir von dir diese Botschaft recht verstehen dann. Wir dort recht verstehen dann, was Jesus hier meinen wird. Jesus sagt nicht hier, dass wir entfernt sollen leben. Jesus sagt nicht hier, dass wir sollen in Zweifel leben. Dass wir in Unsicherheit sollen leben. Dass wir uns Ängsten tun. Und dass wir in Zweifel sind, können wir dort weiten. Das ist nicht, was Jesus hier sagen wird. Was Jesus hier klar nur reden wird, ist nur so eine, was weiten sie sind, nicht gerat. Aber das sich so abstellen, dass sie sind. Jesus redet nur falsche Propheten. Was weiten sie sind, artig. Aber sie proben doch, Menschen zu verleiten, wegen sie Handwort, was sie von ihnen wollen. Für so eine Menschen will ich von dir sein. Und für so eine Menschen redet nur Jesus nur jemand von dir. Die können Jesus Christus nicht anschmieren. Die können Jesus nicht verlieren und Jesus Christus nicht verleiden. Er weiß, wo du stehst. Er weiß, wer sie sind. Und wenn du von dir diese Botschaft hören darfst, und du weißt, dass du nicht auf den schmalen Weg wandeln darfst. Das meint nicht, dass du verloren bist, aber das ist vielleicht Zeit, wo du zurückkommen darfst. Dass du sein darfst, dass deine Frucht stirbt nicht mit was am Baum ist. Oder was am Baum soll sein. Ich will die kreuen, wer wird zurück nach Jesus gehen. Wer will Jesus Hanses ans Heiland und ans Herrn. So ich will von dir schließen mit ein paar Frauen. Wenn wir uns Leben unser Segen tun. Wenn wir checken und was uns Leben bewiesen wird,
Wat wies die Frucht von wat van Baum wir sind? Nein, da wacht hem dit vrij en ass. Wanneer die terugkijken dan, vielleicht 5 Jahre, oder wel einmal lang je in Glauben zijn je was, vielleicht 2, aber 50 Jahre, was immer. Was hat Gott geschafft in die? Was von der Frucht kost die sein, kämpft, wils Jesus die Rat hat. En een andere, de erste Frucht in die Leben, wat wiesen dat die nicht recht stonden des mit Gott. Von der ersten Tag, tam die selbst abmerken mit Jesus. Von der ersten Tag, noch tam Jesus kommen und Vergebung freuen. Von der ersten Tag, tam mit Jesus abmerken. Wer wir die Deo nicht uitschlapen, wer wir dort von der tun, so dort wir können weiten, dort wir in die rechte Gemeinschaft sind mit Jesus und dort wir in der Freiheit leben, was in Arm ist. Wer wir schließen mit dem Gebet. Jesus Christus, diese Versen sind dries geschrieben, aber Gott, ich weiß uns fehlen, diese Lehr nochmal. Jesus kriegt uns nur sich selbst. Und Jesus kriegt uns, dass wir am Tanen tun. Jesus sagt, dass wir sollen am kommen mit alles, was wir sind. Sünder und Sünder, was Fehler haben. Jesus, ich bete von dir für Söhne, was vielleicht in Zweifel sind. Was nicht sich sicher sind, wo sie stehen mit dir. Ich bete Gott, dass du wirst den schmalen Port openbaren, dass sie durch dich können gehen. Und wenn sie sind von dir, was weiten klar, was sie tun sollen. Und Jesus Christus raupen das für die Radung. Aber doch, sie merken die Entscheidung, um wieder das Hechler leben. Gott, ich bete, dass du wirst mit Genot, mit Leib, und diese austragen, dass sie auch der Radung können beleben, was du wirst entgeben. Und Gott, ich bete für uns als eine Kirche. Ich bete, dass die Frucht, was kommen wird von unserem Gottesdienst, wird dort bewiesen, dass wir proben Menschen zum Leben, zum Jesus Christus beten noch feuern. Wir beten das alles in Jesus' Namen. Amen.